Ah, okay, ich wollte gerade sagen, ich bin noch im Wald. Ja, klar bin ich, jawohl. Vorhin bin ich auch mal in dieser Höhle wach geworden. Gruselig. Aber echt, hey, da würde ich auch wieder die Augen zumachen. Okay. Wo bin ich? Und warum? Hä? Hier oben? Ist das da die... Moment. Ich bin wahrscheinlich von da drüben gekommen. Weißt du, da, also... Nee, das ist der Teddybär. Oh, das ist wieder noch gruseliger. Ja, danke. Dann bin ich wohl von da hinten gekommen, dann aber da runtergestürzt. Moment. 5 von 6. Ich muss noch 4 Flammendinger finden und 2. Ich gehe mal kurz gucken. Wo konnte man denn sehen, in welchem Kapitel das er ist? Da, ich bin immer noch in Sektion 2, also nicht in Sektion 3. Interessant. So, Moment, ich muss das natürlich... Lass mal den Teddybär mal blaue Augen haben, wie er will. Runter damit. Da bin ich runtergefallen? Nee. Nee. Da bin ich nicht runtergefallen. Das war so eine Fallgrube irgendwie, die gestellt war. Hab ja auch vorhin eine Notiz gelesen, dass da überall Fallen sind. Ah, nein. Wo kommt denn jetzt der Autoreifen her? Moment, ich will schon den richtigen Weg gehen. Da leuchtet es blau. Ist hier irgendwo ein Altar? Also das wäre der Weg gewesen, den ich eben angezeigt gekriegt habe. So. Hier unten, ne? Da ist die Brücke, genau. Da war gerade der Teddy. Wo ist der Altar? Man sieht doch das blaue Glühen. Okay. Seltsam. Da ist eine Bärenfalle. Okay, ich muss tierisch aufpassen. Wohin? Ja, aber das ist doch der Zeltplatz, oder? Das dürfte der Zeltplatz sein, auch wenn das Zelt irgendwie komisch aussieht. Naja, so, also aufpassen. Fallen. Also im Sinne von Fallen halt. Dass da überall Bärenfallen und sowas sind und Fallgruben und Zeugs. Da drüben ist eine Nachricht. Pass auf. Aua. Ich dachte, ich kann sie im Springen kriege ich diese Nachricht, weißt du? Da kann ich mir sie abholen. Naja, dann gehen wir halt außen rum. Wir sind ja flexibel. Wahrscheinlich steht da, ich habe probiert, im Sprung diese Nachricht zu lesen, hat nicht funktioniert. Ich werde sie retten. Die Situation in der Siedlung hat sich verschlechtert. Ich habe beschlossen, dass es an der Zeit ist, entschlossen zu handeln. Ihr zuliebe. Für Sarah. Morgen werde ich sie aus dieser Siedlung holen und so schnell wie möglich gehen. Dann werde ich einen guten Ort für sie finden, wo sie ein neues Leben beginnen kann. Nicht dieses traurige Dasein um diese verrückten Leute herum. Die gefährlichste Person ist ihr Vater. Ja, es hört sich verrückt an, als wäre ich ein Kindesentführer. Aber wie kann ich mit meiner Frau ein Kind großziehen, wenn ich nicht einmal Sarah helfen kann? Sarah hat für mich immer die Hoffnung verkörpert. Sie hat mir geholfen, mein Leben nicht zu ruinieren. Jetzt bin ich an der Reihe, für ihr Glück zu kämpfen. Glück, nicht Klick. Wir sind ja nicht in Nepals. Doch, sind wir. Wir sind doch im Internet, so. Nur wenn sie gerettet ist, kann ich für mich und meine Familie leben. Ich werde niemals aufhören, bis ich sie gerettet habe. Das war... Sarah 0 von 0? Wie 0 von 0? Ich hab doch gerade... Ach, das war People.
Okay, nee, der hüpft jetzt immer runter. Das war mal ein Altar. Es ist immer noch ein Altar. Okay. Sehr gut. Also, wie gesagt, noch langsamer als sonst vorgehen, weil Fallen. Nicht so viel in die Luft gucken. Also ich rede mit mir selbst. Oh, da oben ist ein Häuslein. Oh, da ist ein Pilz. Ein dicker Pilz. Und mindestens da wieder Straßenlampen. Das ist doch schon mal gut, oder? Oder? Hallo? Das war schon ziemlich gemein. Ah, ist das schön. Mann, ich mag dieses Spiel wirklich. Das sind so wirklich so... Das ist genau der richtige Punkt von Grusel und Erschreckensdinger. Aber halt nicht so, ich piss mir ins Höschen, sondern gerade so, das war schön. Oh. Das war schön. Gibt's da hinten dran was? Ist das wieder ein Abbot? Mitten im Wald? Oh, hopp. So. Okay. Ich hab dich gesehen. Ich hab dich gesehen, du. Du Ludmilla, du. Das ist nur die Strohpuppe? Wieso gucken die jetzt so böse? Die Vogelscheuche halt. Ja, wieso kann ich mir das Wort Vogelscheuche nicht merken? Okay. Blinkende Lichter. Und komische Texturen. Das ist nie ein gutes Zeichen. Also, oh, ich hinterlasse Fußabdrücke. So, ich muss ein bisschen mehr auf den Boden achten. Gerade eben noch gesagt, Vorsicht, da könnten überall Fallen sein. Und was mache ich? Ich stapfe hier einfach... Danke. Ich stapfe hier einfach rum. Ist aber auch wirklich... Kann doch mal irgendwo eine Lampe angehen? So wie eben gerade. Das war schon praktisch. Vielleicht macht's wieder Schmatz. Nee. Los, Lampe, geh an. Dann halt nicht. Ja, das ist jetzt irgendwie... Das ist jetzt ein bisschen schummerisch hier gerade. Also das ist mir so dunkel. Ah, da ist ein Autoreif. Okay. So. Ach, guck mal hier. Die Grillen. Die Grillen sind am Zirpen. Dann haben wir das geschafft. Dieses ultra schwierige Stelle, wo gar nichts passiert ist. Ah, da liegt was zu lesen. Zeichnungen an der Wand. Als ich diesen Ort recherchierte, fand ich seltsame Zeichnungen an der Wand. Es scheint, als würden diese Zeichnungen eine Geschichte erzählen. Eine Geschichte über eine unbekannte Macht, die den Menschen, die dort vor vielen Jahrhunderten lebten, Informationen über geheime Rituale offenbarte. Bei diesem Ritual spielten Menschenopfer, abgesehen von den Runensteinen und anderen Präparaten, die größte Rolle. Es war eine Art Handel. Das Opfer erfordert eine reine Seele und durch dieses Ritual könnten die Menschen im Gegenzug einen Segen und heiliges Wissen erhalten. Aber es gibt eine wichtige Regel. Das Opfer muss den Wunsch haben, seine Seele für die anderen Menschen zu opfern. Es war verboten, dieses Ritual gegen den Willen des Opfers mit Gewalt durchzuführen. Es würde einem bösen Geist den Weg ebnen, der die Menschheit verachtet und ihre Schwächen leicht manipulieren könnte. Es scheint, dass diese Regel gebrochen wurde. Es muss ein umgekehrtes Ritual geben, das den bösen Geist aus unserer Welt verbannt, bevor er zu stark wird.
Okay. Nee, das Haus kenne ich nicht. Es ist ein komplett neues Haus. Das ist ein komplett neues Haus. Und es hat auch gespeichert. Ist das eine neue Karte? Ja. Okay, ich bin hier. Ich glaube... Nee. Warte. Also, Bärenfallen... Da ist wieder die böse Frau. Teddybär. Teddybär haben wir eventuell schon. Keine Liebe. Bärenfallen. Ein Strick. Ich glaube, wir kommen... Von wo kommen wir? Also wo wir sind, ist klar. Ich glaube, wir kommen von Norden. Kann das sein? Weiß ich nicht genau. Egal. Da ist der Teddybär wieder. Siehst du ihn? Oh, guck mal da. Überall Fallen. Vorsichtig, vorsichtig. Da ist der Teddybär. Grinst mich fiese an. Definitiv eine Jägerhütte. Hier gehört eine Karotte hin. Und hier ein Hase. Ich habe beide. Da liegen überall diese Pilze. Ich glaube, dass die eine Pilzvergiftung haben. Die Leute hier. Ich glaube, das ist ein Bügeleisen. Da hast du, glaube ich, heiße Steine oder so reingelegt. Kann das sein? Und damit dann gebügelt. Der Teddy ist weg. Es ist offen. Ich habe doch gesagt, dass offen... Achso, ne, stimmt. Die Haustür ist zu. Stimmt. Ja, ich komme schon. Alter Mann ist kein D-Zug. Ah. Alter Junge. Was haben sie da... Was ist... Okay, komm, ich nehme dich in meine Obhut, ja? Komm zu mir. Gutes Häschen. So, pass auf. Mauszeiger? Kann ich nicht Mauszeigern, okay. Also zurückgekommen wäre ja nimmer der Klopfer da. Ah, verstehst du? Hase, Klopfer, hat geklopft. Den haben wir auch gerade verstanden. Okay, jetzt können wir den Hase in den Kochtopf machen oder auf den Tisch setzen. Oh, das ist das Wohnzimmer. Das sieht gemütlich aus. Ich war herzlos. Wo ist denn der Text? Was war das gerade für eine Figur? Final Hunt, also letzte Jagd. Papa hat mir versprochen, mir ein strahlendes Leben zu schenken. Ich war wirklich wiedergeboren und freier, wie er es versprochen hatte. Ich wollte ihn finden und es ihm in gleicher Weise heimzahlen, aber leider ist er schon dorthin gegangen, wo sie nicht mehr zurückkehren. Als ich ihn auf dem Baum ruhen sah, fühlte ich mich einsam, aber dann schaute mein neuer Freund Strawhead, Strohkopf, also Vogelscheuche wahrscheinlich, durch mein Fenster. Wir hatten so viel Spaß, wir haben oft zusammen gespielt und die Erinnerung an das alte Leben wieder aufleben lassen. Mit Strohkopf und Waldtieren bin ich nicht so einsam. Und neue Spielsachen kommen mir von selbst in die Hände, obwohl mich Strohkopf manchmal mit seinem Schweigen und seiner Dummheit nervt. In solchen Momenten lasse ich ihn hängen und ausruhen. Schließlich muss jeder, wie mein Papa, sich manchmal ausruhen. Mr. Strawhead, also Mr. Strohkopf, seien Sie nicht traurig, uns steht eine Menge Spaß bevor. Ich werde da draußen noch nicht schlau. Da muss auch ein Hase hin. Dann kann ich die Knarre nehmen. Oh, geil. Guck mal hier. Kennt ihr das noch? Das da? Aus der Schule? Da konntest du das Buch so aufstellen, dass es so geklappt war. Voll geil. Ja. Das ist eine Eule aus einem Stück Holz. Eigentlich cool.
das ist ein Wecker. Ich dachte, das wäre ein Topf mit Kopfhörern. Okay, also ich kann die Knarre nehmen. Wenn ich den Hase hier lasse, kriege ich eine Knarre. Ich will aber keine Knarre. Weil... Will ich nicht. Die Haustür ist offen, aber die Fallen sind noch da. Und hier ist der Wolf. Den Wolf muss man eventuell erschießen. Okay. Oh, warte mal. 4:45. Also wenn ich den Hase da hinmache... Ich komme da gar nicht hin, siehst du? Doch. Wenn ich den Hase da hinmache, erwacht der Wolf zum Leben. Das will ich nicht. Ich habe einen Hase, aber 4 Stellen, wo ich den Wolf, den Hasen hinsetzen könnte. Ich könnte mir die Knarre holen. Kann ich vielleicht den Hasen da hinsetzen, krieg das Gewehr und kann den Hasen wieder mitnehmen? Weiß nicht. Ich kann den Hasen in den Kochtopf machen. Und ich kann den... Der war doch vorhin noch nicht so, oder? Und ich kann den Hasen... dahin. Ich mache ihn mal dahin. Aber das bringt halt nicht. Es klopft schon wieder. Wer ist jetzt an der Tür? Eine Karotte? Okay. Oh, okay. Der Hasi-Bild. Achievement gekriegt. Helfe Fluffy, um in den Wald zurückzukehren. Okay, jetzt ist er auf dem Bild. Jetzt habe ich gar keinen Hase mehr. Das ist jetzt halt schlecht. Kommt da ein neuer Hase? Hallo? Ah, hier ist es. Mach doch sowas nicht, du blöder Hirsch. Alter. Ey, echt jetzt. Ich habe einen neuen Runenstein gekriegt. Aber jetzt habe ich halt keinen Hase mehr. Ich glaube, der Witz an der Sache war, ja, dass du den Hasen für eins verwenden musstest. Eventuell hätte das hier zusammengehängt, dass du hier die Knarre holen kannst und damit den Wolf erschießen vielleicht. Aber keine Ahnung. Nun ja, sei es wie es ist, ich habe keinen Hase mehr. Aber die Fallen sind alle weg. Danke, Herr Hirsch. Und ich kann hier weitergehen. Jetzt bin ich gerade erschrocken. Da hinten ist wieder Nebel. Aber auch ein Spalt. Ich guck mal da. Da oben ist noch irgendwas. Da ist schon wieder ein Scheißhaus. Jawohl. 1, 2, 3. Was? Keine Liebe 1, 2, 3. Hast du gedacht? Na, das ist mal ein richtiges Plumpsklo. Okay. Also, kann ich da einfach rüberschwimmen? Weißt du, also darüber, da ist halt ein Haus. Aber da komme ich, glaube ich, nicht. Daneben vielleicht. Will ich das probieren? Ich weiß nicht. Da drüben sieht es eher aus, als könntest du speichern. Gehen wir lieber mal dahin. Lieber mal speichern. Da waren wir schon mal, guck. Ja, guck. Oder? Okay.
glaube, wir müssen zum Haus. Komm, wir gucken nochmal auf die Karte. Also. Da drüben waren wir übrigens auch noch nicht. Wir sind da am Haus. Direkt rechts vom Haus ist ein Galgenbaum. Da am Klohäuschen, da waren wir eben. Und hier ist jetzt noch der Baum. Komm, wir gucken noch an den Baum. Also, komm, wir probieren es mal. Aua! Ja, komm, war ja klar. Ich wollte es halt probieren, ob die wirklich funktionieren oder ob das Attrappen sind. Also einfach nur so, ja, passiert nichts, die sind halt einfach da. Nee, die haben schon funktioniert, die Fallen. Also gut aufpassen. Ah, jetzt ist die Falle auch weg. Nee, jetzt ist sie zugeschnappt, guck. Schön. Also, ja, schön, dass jetzt keiner mehr reindappen kann, das meine ich damit. Da ist noch eine Falle. Lichtblick. In meiner Kindheit habe ich 2 Lektionen gelernt. Das erste, was ich von meinem Vater lernte, war, dass er mir eine einfache Regel sagte, dass man für das Glück kämpfen muss. Und dieser Kampf ist vielleicht nicht so heldenhaft, wie es in meinen Büchern erzählt wird. Denn das Glück muss mit den Fäusten erkämpft werden. Und man muss bereit sein, sich darin zu versenken. Die zweite Lektion habe ich selbst verstanden, indem das Leben mich mit zweifelnden Menschen zusammengebracht hat. Es gibt Menschen, die es gewohnt sind, im Sumpf zu leben. Und sie werden dich mit sich dorthin ziehen. Oder man kann sie aus solch einem verfallenen Leben befreien. Zu diesem Zweck musst du nicht ihr Freund sein, du musst sie nur kontrollieren können. In jungen Jahren war ich Anführer verschiedener sozialer Gruppen. Wir haben alles so positioniert, dass sie uns Angst machen und sogar die stärksten Kinder verängstigt haben. Wir unterstützten uns gegenseitig und waren stark wie eine Mauer. Aber trotzdem war es schwer zu sagen, dass wir Freunde waren. In meinem Alter kontrollierte ich Menschen, die versuchten, mich auszunutzen. Ich war immer gerissen und konnte sie durch ihre Lügen kontrollieren. Ich positionierte sie so, dass sie glaubten, dass sie die Situation unter Kontrolle hatten. Ich glaube, das positionierte heißt wohl kontrollierte. Dass sie die Situation unter Kontrolle hatten, damit ich ihre Wachsamkeit schwächen konnte. So, dass ich am Ende derjenige war, der sie kontrollierte. Ich beschwere mich nicht über mein junges Alter, im Gegenteil. Es war ziemlich hell und es hat mir ermöglicht, zu einem abgehärteten Charakter heranzuwachsen, den die Menschen später in ihrem Leben brauchen. Leider stand ich den Menschen nie wirklich nah. Freunde ist für mich nur ein Wort. Für mich sind sie eher wie Lakaien. Um über Frauen zu sprechen, ich hatte einige Kameradschaft, aber es gab nie echte Liebe in diesen Beziehungen. Erst als sie in mein Leben trat, erst als sie in mein Leben trat, stolperte mir in die Hände, um genau zu sein. So haben wir uns kennengelernt. Ihre Tollpatschigkeit war irgendwie niedlich und meine Wachsamkeit und meine starken Hände ließen sie nie fallen. Sie verstand, dass ich die einzige Person bin, die sie immer in festen Händen halten und ihr eine Umarmung geben wird, die sie sicher hält. Aber meine Meinung über ihre naive Tollpatschigkeit war falsch. Sie hatte den gleichen stählernen Charakter wie ich, aber damit war sie auch voller Licht und Freundlichkeit, die für uns beide ausreichte. Mit ihr konnte ich eine neue Sicht auf das Leben sehen und neue Gedanken haben, die mir vorher nie in den Sinn gekommen sind. Es war das größte Glück, das mir das Schicksal gebracht hat, und ich werde kämpfen, um dieses Glück zu bewahren, wie es mein Vater mir gelehrt hat. Ich werde dieses Feuer unserer Liebe nicht erlöschen lassen. Wir sind glücklich zusammen und es wird ewig dauern. Ach ja. Da ist der Strohmann. Was ist das da hinten? Nix. Falle. Der Strohmann hat eine Kerze unter sich. Das ist eine Heugabel. Oder eine Strohgabel. Ah, hier gut aufpassen. Hier ist bestimmt irgendwo eine Falle. Ach, das ist ein Runenstein. Echt jetzt? Muss das denn... Ach, guck mal, jetzt bin ich wieder in so einem... Die sitzt auf dem Baum und jetzt schmeißt du noch einen Strohmann auf mich. Geht's noch? Hey, da kriege ich aber Angst, Mädel. Okay, komm, mach ihn runter. Ja. Okay, das ist aber schon krass hier unten. Hier sind Spitzen und alles.
Das hätte... Eieieiei, das hätte wirklich ins Auge gehen können. Gibt's hier noch irgendwas? Mädel, wenn ich rauskomme und dich erwische, ich sag's dir. Da drüben ist noch eine Notiz. Die will ich natürlich haben. Da ist ein Teddybär. Aber erst will ich diese Notiz haben. Komm mal her. Die Illusion des Glücks, Teil 1. In all meinen Jahren konnte ich das Leben anderer Menschen leicht kontrollieren, aber ich konnte nie mit meinem eigenen umgehen. Nur fühlte sie sich für mich real an. Unsere Beziehung war wie aus einem Liebesroman. Sie war wie ich, eine starke Person, aber verloren. Wir entwickelten uns mit unserer Beziehung weiter und wurden stärker. Aber wegen meines idiotischen Charakters fiel alles auseinander. Ich versuchte mich zu wehren, aber meine Natur war zu stark. Ich nahm sie unter meine Kontrolle. Ich konnte nicht glücklich genug sein über ihre Zuneigung. Ich wollte, dass sie ganz mir gehört. Ich wollte, dass all ihre Gedanken und Gefühle unter meiner Kontrolle sind. Wir begannen uns zu trennen, aber Sarahs Geburt machte unsere Liebe wieder enger zusammen. Leider war es nur von kurzer Dauer, da mein Wunsch, die Dinge zu kontrollieren, auch auf meine Tochter projiziert wurde. Meine Frau war zu nett zu ihr. Unsere Tochter ist eine kluge Person, aber zerbrechlich für diese grausame Welt. Ich wollte nicht, dass diese Welt sie verschluckt und verändert, so wie es mit mir passiert ist. Deshalb habe ich alles getan, was ich konnte, um sie zu schützen. Die Entscheidung, sie zu beschützen, hielt mich von meiner Geliebten fern. Wir wurden einander fremd und ich begann in anderen Frauen nach meinen Seelenverwandten zu suchen. Aha. Okay, Teddyche. Komm, Tutsi. Jetzt hab ich dich. So, komm, wir gucken mal nach, was der so... Oh, es ist schon wieder verschwunden. Du kannst nicht mal hier lesen, die Itembeschreibung, weißt du? Okay. Grillen. Grillen ziert mich... Oh, schön auch noch ein Gewitter. Mann, ey, ein schönes Sommergewitter ist was Feines. Und dann im Zelt rumliegen... Guck mal, hier im Gebüsch. Der Zugang. Ist das der Baum gerade? Nee, ne? Der war woanders. Moment, ich geh mal... Au! Ah! Super, jetzt bin ich wieder draußen. Super. Ich muss jetzt also hier wahrscheinlich rauskommen. Ja, okay, also. Konzentrieren hier. Sorry. Kann nicht reden. So. Okay. Lass mal kurz Überblick verschaffen. Wo zur Hölle bin ich hier? Ich habe keine Ahnung. Ah ja. Also ich muss drauf achten, nicht in die Fallen zu tappen. War ich hier schon mal? Nicht, dass ich wüsste. Ich gehe mal weiter. Okay. Okay. Ich habe bald alle Fallen ausgelöst. Keine Angst. Mir jetzt egal. Ich renne da jetzt einfach geradeaus rüber. Ab. 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 Okay, ich will wissen, was da im Wasser war. Aber konnte man die Falle eben überhaupt sehen? Weil die war ja im Wasser. Ah, Mann, oh! Ja, ich weiß, dass ich da wahrscheinlich gar nicht hin muss. Ich will aber. Ich will. So, da war es relativ sicher. Und da bin ich dann darüber. Und jetzt gucken wir das nochmal genau an. Aber die Fallen erscheinen... Da ist die zugeschnappte Falle. Das ist Betrug, die war schon zu. Ich hab's gesehen. Die war schon zu. Okay.
Komm, noch ein letztes Mal. Ernsthaft jetzt. Ein letztes Mal. Ich will dahin. Wenn das so gut gesichert ist, dann muss da was Wichtiges sein. Behaupte ich jetzt mal so. Und diesmal aufpassen, denn die Fallen. Da guck, die ist zu, die Falle. Aber die lösen wohl auch aus. Da ist die nächste. Ah, die ist gar nicht zu. Guck, die lösen wohl auch aus, wenn sie schon mal ausgelöst waren. Ich traue mich nicht durchs Wasser zu laufen. Ich weiß gar nicht, ob es hier überhaupt was gibt. Also ein Blatt. Okay, ich bin recht weit gekommen. Langsam machen. Ich glaube, es gibt hier gar nichts. Vollkommen unnötig. Vollkommen unnötig. So, pass auf. Wo sind denn die anderen? Falle war da irgendwo rechts. Da links meine ich natürlich. So. Die datsche ich nicht rein. Das ist das Loch, wo ich reingefallen bin. Genau, also. Da gehen wir jetzt natürlich nicht mehr rein. Jetzt weiß ich wenigstens wieder, wo wir sind, weißt du? Wir gehen also da runter und dappen nicht in die Fall. Wir datschen auch nicht in. Wir datschen nicht in, wir dappen nicht in. Das ist wieder eine Falle. Ah, die ist gut versteckt, guck. Da oben ist ein Speicherstein, da ist wieder geäst, da ist bestimmt irgendwo eine Falle drin. Es ist gerade sehr schlecht zu sehen. Alter, wenn da jetzt eine Falle ist, ich mache euch kaputt. Ah. Okay, alles klar. Ich weiß halt nicht, wo es jetzt direkt weitergeht. Ich schätze einfach mal da. Aber diesmal haben wir hier gespeichert. Wo war denn die Falle jetzt gerade? Es ist ja dunkel. Da ist eine Falle. Müssen wir zu dem Baum da? Ich gehe einfach den Weg weiter entlang. Aber natürlich gucken nach Fallen. Das ist verfaulendes Stroh. Ist das da eine Falle? Nee. Okay. Wir gehen mehr oder weniger in die Richtung von dem Licht da. Ich weiß nicht, wo das ist. Aber vielleicht ist es einfach das Haus. Ach man, jetzt ein bisschen mehr Licht. Wäre schon nicht falsch. Das ist auf dem Felsen irgendwie. Waren wir da schon? Das da kommt mir so bekannt vor. Alter, echt jetzt? Das finde ich gar nicht cool. So, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Wir sind noch nicht sicher. Im Boden können noch ein Haufen Fallen sein. Alter. Okay.
Natürlich gehe ich jetzt erstmal da hoch, bevor wir da weiter lang gehen. Oder ich habe so ein bisschen Déjà-vu, dass wir hier schon mal waren. Ich weiß es aber auch nicht. Also diese Falle eben ausgewichen, das haben wir noch nicht gemacht. Ich habe trotzdem noch Schiss, dass hier irgendwo Fallen liegen. Das ist natürlich aber auch hier nichts zum Speichern oder so. Ah, das ist eine Nachricht. So. Die Illusion des Glücks, zweiter Teil. Die Leute sagen, dass man nur durch den Verlust von etwas verstehen kann, wie wichtig es für einen war. Ich habe diese Worte durch eine sehr traurige Erfahrung verstanden. Als mein Geliebter starb, kehrten all unsere glücklichen Momente zurück, um mich zu verfolgen. Meine Liebe zu ihr kochte so stark, also als meine Geliebte starb, soll es wahrscheinlich heißen. Meine Liebe zu ihr kochte so stark wie bei unserem ersten Date, aber es war zu spät. In ihren letzten Momenten fühlte ich mich wie ein nutzloser Wurm. Ich habe versucht, das Image eines starken Führers für mein Volk und für Sarah zu bewahren. Ich musste ihm zeigen, dass ich auf eigenen Beinen stehen kann, aber innerlich war mein Herz gebrochen und ich fühlte mich erschöpft. Ich konnte nichts anderes tun, als zuzusehen, wie meine Frau langsam starb. Als unsere Beziehung schwächer wurde, suchte ich nach einer neuen Liebe und fing an, mich mit einer anderen Frau zu verabreden, anstatt für unser Glück zu kämpfen, wie ich es versprochen hatte. Ich schäme mich sehr, dass ich mich nicht für sie ändern konnte, nicht aufgeben konnte. Dann verließ sie mich und Sarah. Nachdem ich meine Frau verloren hatte, verzehrte mich der Hass. Hass auf diese unvollendete Welt, die mich veränderte, mich zu einem solchen Monster machte und mir die wichtigste Person in meinem Leben nahm. Aber ich werde nicht zulassen, dass diese Welt auch Sarah nimmt. Ich werde sie retten. Ich habe 2 Versprechen gegeben. Das erste besteht darin, sich um Sarah zu kümmern und nicht zuzulassen, dass diese korrupte Welt ihren Geist bricht. Zweitens, niemals aufgeben, niemals kapitulieren. Niemals aufzugeben und mich von niemandem kontrollieren zu lassen. Ich bin bereit, die ganze Welt herauszufordern und zu verändern. Egal, was es mich kostet. Okay, José. So, das war der Schwingbaum. Hier geht's weiter. Fallen, Fallen, Fallen beobachten. Ich traue der Sache da nicht, aber so weit geht's doch da gar nicht. Oh, doch, so geht's schon ordentlich weit runter. Schlauerweise wäre es jetzt so gewesen, dass sie hier eine Falle hinlegen. Das wäre richtig fies gewesen. Aber so fies sind sie nicht. Es wäre irgendwie mal wieder schön. Moment. Gut, es wäre mal wieder schön, wenn man irgendwo mal wieder speichern könnte. Links oder rechts ist nicht schwer, natürlich links. Immer links. Ich glaube, es gibt hier keine Fallen mehr. Aber ich bin mir halt nicht sicher, ich will es nicht ausprobieren. Ursprung des Geistes. Neben der Erforschung der Rituale habe ich auch versucht, den Ursprung des Geistes zu enthüllen. Was ist sein Ziel? Von wo ist er aufgetaucht? Wer ist er? Leider habe ich statt Antworten nur weitere Fragen gefunden. Wenn ich nur mehr über ihn wüsste, würde mir das vielleicht einen Tipp geben, wie ich ihm widerstehen kann. Ich konnte nur ein paar Fakten über ihn finden. Er verachtet die Menschen. Er denkt, dass er höher ist als wir. Er fühlt unsere Schwächen, wie zerbrechlich wir sind, und er weiß, wie leicht wir in unseren eigenen Emotionen und Gefühlen zerbrechen können. Die Stärksten und Besten von uns haben sein Interesse geweckt, da diese Menschen die größten Dinge in uns symbolisieren, die er am meisten zu korrumpieren sucht. Der Rest meiner Erkenntnisse besteht aus meinen eigenen schwachen Theorien. Ich stelle die Hypothese auf, dass der Geist einst ein Mensch war und von dieser grausamen Welt korrumpiert zu einer Schöpfung wurde, die von Rache besessen war. Oder vielleicht war es eine gottähnliche Kreatur, die von machtgierigen Menschen ausgetrickst und von ihnen gefangen gehalten wurde. Vielleicht hat unsere menschliche Natur des Egoismus und des Willens nach Macht und Kontrolle dazu geführt, dass er uns so sehr verachtet. Ich kann hunderte von Theorien wie diese aufstellen, aber was soll das? Solche Gedanken bringen mir keine Ergebnisse und mein rasender Verstand hat mich dazu gebracht, mich zu fragen, welchen Sinn es hat, so verzweifelt ums Überleben zu kämpfen. Wenn ich klar denke, erinnere ich mich daran, dass mir mein Vermächtnis mehr im Herzen liegt als mein Leben. Und dafür werde ich weiter kämpfen. Okay. Ach, guck mal da. Halt. Schön weiter nach Fallen gucken.
Kurz stehen bleiben. Hä? Ach, das ist gar kein Altar. Das ist ein Altar aus Holz. Okay, dann werde ich lieber den da benutzen. Ah, komm, der war schön. Also, okay, ich habe schon verstanden, dass das ein Altar aus Holz war, habe ich ja gesagt. Aber ich hätte nicht erwartet, dass sie da einen Jumpscare einbauen. Ach, ist das schön, das gefällt mir. So, okay, da ist ja ein richtiger. Ich hab's ja so. So. Okay, dann gehen wir halt rechts rum. Da wird man richtig schwach von einem kleinen Mini-Jumpscare. Der war schön. Vor allen Dingen, was ich halt schön an den Jumpscares finde, das geht ohne Geschrei. Also, ich quietsch natürlich wie ein kleines Mädel. Aber, ja, dass das... Ah, guck mal da, eine Falle. Dass das halt ein Jumpscare ist, wo nicht irgendwie der Sound auf 3000 gedreht wird. Ja, war klar, dass das keiner ist, wo der Sound auf 3000 gedreht wird. Ja, und dann krach ich runter und blär auf 3000. Also, ja. Okay. Junge, Junge. Es wird spät. Es wird spät. Ich muss zurück zu meinem Mann. Okay, wo sind wir? Ich höre zumindest Grillen zirpen, das ist gut. Die Raben höre ich auch. Okay, Teddybär? Bin ich das? Den Teddybär da hat? Ach, guck mal, das ist ein Baumhaus oder so. Oder? Da unten ist was gemalt. Wieso sind... Ich sehe dich. Abala. Ich verstehe hier immer noch nicht. Also, irgendwas war ja mit einem Kult oder so. Da ist eine Falle. Was wurde gespeichert? Die wurde wohl schon mal ausgelöst. Irgendwas war... Ah, da sind wir rüber. Ah! Ja. Okay, wir müssen da wohl weiter hoch. Also da wollten wir rüberhüpfen, sind wir abgestürzt. So, und jetzt sind wir im Baumhaus raufgekommen. Also irgendwas war mit dem Kult und man kann, da ist eine Falle, den, ich hänge fest, den wohl beschwören, indem man ein Opfer bringt, was aber freiwillig... Ich hab dich gesehen, Mädel. Was aber freiwillig, ja. Was aber freiwillig geopfert werden tun soll. Okay. So. 4. Map.